Tja, Freunde, ihr denkt, ihr habt ein Déjà-vu? Tja, wie kommen wir zu sein? Auch, weil Hexeninsel und so, nicht wahr? Wir kennen es aus Cestiria. Jetzt erleben wir die Geschichte hier von 1000 Jahren vorher in Berseria, obwohl ja eigentlich alles ziemlich ähnlich, fast schon identisch aussieht. Interessant, wa? So, ja, Hexeninsel, los geht's. Letzte Folge war ja dementsprechend sehr episch. Allein schon wegen den Auftritten auch vom kleinen Vieh hier, wie er da in Nominat entgegengetreten ist und so. Und natürlich die ganze Truppe gegen Melchior und wie Magilou sich ihn gewehrt hat. War irgendwie schon geil. So, bevor ich es vergesse, erst mal ganz kurz eine Expedition checken. Und dann gibt es noch zwei Dinge zu erklären von meiner Seite aus. Noch Material, okay. So, Punkt Nummer 1, ein guter Punkt. Und zwar, ich habe bisher, wenn ich in Kämpfen die mystische Adertruppe eingesetzt habe, noch zu wenig dafür, Mist, habe ich es umständlich gemacht. Es geht viel einfacher. Ich hoffe, ich kann es in dieser Folge noch zeigen. Im Sinne von einfacher, dass man direkt eine mystische Art nach der anderen einsetzen kann. Also beispielsweise natürlich jetzt nur, wenn man genügend Esser hat, logisch. Aber angenommen, die ganze Truppe hätte, sagen wir mal, über 3 Esser. Jeder von ihnen hatte bereits eine mystische Art, mindestens. Das heißt, wenn ich dann mit Velvet eine ausführen würde, könnte ich dann theoretisch nacheinander, ohne groß ins Menü gehen zu müssen oder so, direkt nacheinander halt, direkt eine mystische Art nach der anderen einsetzen. Das geht. You seem awfully chipper, Velvet. I'm fine. And I guess I have you to thank as well. Perhaps. But gratitude doesn't suit you. Now, say ah. Huh? I need to see your teeth. I made a 100 gold bet that you'd break, remember? So, I need to see if you've broken anything. Let's start with those teeth. Help us out, kiddo. All right. I just need to check our front teeth, right? Front teeth, canines, whatever. Just get in there and take a good hard look. You didn't mean that literally, did you? Why are you making Fee do the checking? Acting the innocent maiden, are we? Well, I suppose that some say that showing the inside of your mouth can be more personal than being seen naked. What? Seriously? Magilou, you're only making this even more awkward. Come now, will you cooperate or not? We can't settle the bet until we know the tooth. Fine, but let's check the ones in my left hand first. Good. I believe Bienfu can assist with that. Why me? Leave me out of this! Bien! She's squeezing me! Ouch! Those things hurt! Looks like Velvet is just fine. Yeah, the sparks returned to her eyes. But, is showing the inside of your mouth really that embarrassing? What? Keep your intrusive questions to yourself. Verstehe ich jetzt auch nicht, muss ein Frauending sein. Ja, was ich sagen wollte, genau wegen mystischen Arten so. Ich gucke mal, ob man die Kombi in der heutigen Folge bereits einsetzen kann. Ja, wird sicher lustig. Dann Punkt Nummer 2. Achso, es sind eigentlich 3 Dinge. Lustig. Punkt Nummer 2, ich glaube in der letzten, vorletzten. Just what is the Abbey planning to use it for? Whatever it is, they're trying hard to keep it hidden. Can't be anything good. Ungefähr so, okay. Wir haben offenbar noch einen großen Kampf vor uns. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, wo wir den Kampf gegen Oscar geführt haben, in seiner aromatisierten Form. Ja, da mit der Tragödie oder mit ihm und seiner Schwester. Lady Theresa, da war es doch so, dass ich gesagt habe von wegen, hey, jetzt irgendwie grüne Punkte zwischen 2 Ebenen, da kann ich mit dem Geobor drüber, war? War doch irgendwie so meine Vermutung. Aber es ging ja irgendwie nicht. Ja, es geht schon, nur muss man Anlauf nehmen. Ja, ist irgendwie logisch, oder? Ich meine, Geoboard, Schwebemechanik, natürlich mit Anlauf, dann kommst du rüber. Mensch. Sicher bereits auch schon in den Kommentaren, ich wollte das nur mal noch so erwähnen, dass ich es mittlerweile auch kapiert habe. Also, es müsste so gehen, ne? Ich habe es mal so vernommen irgendwo und dann mir so, okay, das muss der Grund sein. So, das waren 2 gute Nachrichten, die schlechte. Ich weiß nicht warum, aber in den letzten Folgen, es betrifft nicht nur Berseria, es betrifft auch Zelda Let's Play The Breath of the Wild, ist es teilweise so, dass, ich weiß gar nicht, der Situation ist vielleicht auch, ne, ich ja weniger, aber angenommen, ich bin jetzt hier auf einer Wiese und es ist irgendeine Zwischensequenz oder so etwas.
wo dann die Wiese sich nach oben verschiebt, das Bild halt mit der Wiese, wa? Dann kann es sein, dass es plötzlich irgendwie so einen kleinen Grafikfehler gibt. Als würde die Wiese, wenn sie nach oben rutschen sollte, sprich die Kamerasicht halt, die Kamera schwenkt nach oben, dass plötzlich nur Bruchstücke die Wiese nach oben switcht. Ich glaube, es betrifft nicht nur die Wiese, es betrifft irgendwie allgemein ein paar Dinge. Vielleicht hier jetzt, jetzt eine Vorschau, das ist eben das Problem, deswegen erwähne ich es mal ganz kurz. Es ist mir dummerweise erst beim Bearbeiten aufgefallen. Das Problem ist, es tritt eigentlich nicht beim Bearbeiten auf, es ist kein Fehler beim Rendern oder beim Hochladen oder so. Es ist ein Fehler beim Aufnehmen. Ich habe das bereits in der Rohdatei. Aber ich habe es in der Vorschau nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wann, wo genau welcher Effekt auftritt und warum der auftritt. Ja, weiß nicht, die letzten paar Folgen auch beim Zelda bin ich eigentlich nur dabei, ein bisschen vorab aufzunehmen. Hey, ja, super. Who was that kid anyway? He and I used to be tethered to an exorcist named Lady Teresa. He was number 1, I was number 2. Oh, a friend of yours then. So he went feral after that Teresa lady fell. Yeah. I found Velvet and the others, but he probably had nowhere to go. A stray Moloch stripped of his free will won't go much further than a demon's belly. Anyway, seems like the only people I run into these days are kids. I'm more in the market for an unattached woman with a pretty face. Sorry? I'm just fooling around. Grow a sense of humor, kid. Anyway, relax. I'll keep an eye on him until he's in command of himself again, alright? Just one more reason to bring the Abbey down. Right. Thanks, Savid. Ich überlege gerade, du das erwähnt, Junge, für mich sah es ursprünglich mal ein Mädchen aus. Weil ich dachte, das gerade so mal so für mich, wenn es ein Mädchen so wäre. Vielleicht, also generell so ein Charakter, den Savid jetzt quasi aufzieht. Klar, Malak gibt's noch ein Kind, könnte ja in Zestiria bereits erwachsen sein. Was würde das für uns bedeuten? Da hatte gerade also von wegen, ja, Moment mal, vielleicht ist es ja ein Charakter, den wir kennen in Zestiria. Und ich dachte gerade so, Layla, die fehlt mir irgendwie noch. Weil, ja, Layla kannte irgendwie auch Savid und so. Noch Esen und Entna und deswegen dachte man so, also entweder kommt das Zwischenbastion ins Tier, das war bereits, oder wir sehen das alles noch. Wie auch immer, aber wenn es natürlich ein Junge ist, ja, mal schauen. So, ja, wegen einem anderen Problem, warte mal, doch jetzt? Hä, jetzt sehe ich's. Wenn ich jetzt so darüber latsche, jetzt auch nicht mehr. Hä? Verarschen? Das Problem ist, ich zocke hier jetzt quasi auf dem zweiten Schirm, weil man sonst vom Aufnahmegerät zu klein ist. Natürlich kann ich kurz mal rüberschauen und so, aber jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Gerade eben hatte ich es noch auf dem Vorschaubild. Das ist aber schon seltsam. Vor allem wieso hier, klar, wegen den Bildpunkten, aber warum jetzt erst? Warum nicht schon am Anfang des Let's Plays? Oder bei anderen Spielen erst jetzt mit meiner Elgato Game Capture HD? Ja, kein Schimmer, Freunde. Ich werde es sicher im Auge behalten und gucken, dass ich ihn noch lösen kann, aber es kann auch sein, dass er irgendwie auf eine Update-Version vom Programm warten muss. Am PC kann es eigentlich nicht liegen. Weil das Programm läuft auch mit der externen Game Capture HD, wo ich da letzten paar Parts mal aufnehmen musste, aus technischen Gründen. Jetzt habe ich es wieder nicht mehr. Hä? Seltsam. Ne, da jetzt doch wieder. Was für ein Himmel oben. Wenn ich da schnell die Kamera hin und her schwenke. Hä? Das hat gar keinen Sinn. Ich habe sogar am PC noch gestartet, alles. Also, wenn es quasi wie jetzt ist, Standbild, ich bewege mich nicht, dürfte nichts sein, keine Probleme. Wenn ich mich so jetzt bewege, wo es halt, ja, ein paar Bildpunkte halt mal hat. Mein Gott, aber ich habe doch sogar die Qualitätseinstellung ein bisschen zurückgedreht, damit es nicht so die super ultra Qualitätseinstellung ist, aber es wieder ein bisschen. Ich verstehe es nicht, Leute, tut mir leid, wenn es, ich hoffe, es drin nach natürlich in der Aufnahme selbst nicht mehr auf. Und ich habe es insofern gelöst, wenn es trotzdem noch auftritt. Ich arbeite daran, aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt und deswegen auch keinen Schimmer, wie ich es beheben kann. So, genug davon, wollen wir ein bisschen vom Spiel sehen. Ja, das ist immer so nervig, hey.
Wenn du keine Ahnung hast, warum es Hey, auftritt. Laphicet, can you think of a good name for the kid? You're giving number 1 a name? Yeah, he says he can't remember his true name, and calling him by a number seems mean, you know? Yeah. I was really happy when Velvet gave me my name. Hey, I've got this. How about Hajime? It means the first, and he's number 1, right? In that case, why not just go with Ichiro? No way. It was Shigure's childhood name. Why should that matter to us? It should be softer. How about Ichi? Or maybe something like Numby? Numby? Where'd that one come from? It's like Number, but, more cute. Let's just forget that one. I don't think we should reference his old number at all. How about Bob? Is that just because of his hairstyle? That's really reaching. Actually, I kind of like it. If it's too plain, how about Bobby? That isn't bad. Right? Then number 1 is hereby renamed. Stop it, you two! You don't understand it at all! A boy doesn't want a name that sounds cute! You don't think so? That was quite an outburst. The kid has a point. You need something with more panache. How about Silva? Silva? His hair and pendant are both silver. I like it. It's got a certain mystique about it. Silva! Yeah, it sounds cool! Well, if his old buddy Laphicet approves, then Silva it is. Well done, first mate. Praise from you is wasted on me. Then consider it praise from Silva instead. Right, time to go give him the good news. Hey, the Moloch formerly known as number 1. You've got a new name. I'm glad he got a good name. Maybe we should have put a little more thought into naming you, too. That's alright. You need to steer your own ship. Right, Aizen? You're the one who taught me that. You know just what to say, don't you? Moloch, formerly known as number 2. Ach ja, so Gespräche machen doch direkt die ganzen Grafikdefekte wieder weg, wa? Jetzt habe ich es auch wieder leicht. Schlimm ist eben, ja, im Vorschau ist nach einer Aufnahme selbst genauso. Soll ich mal die Vorschau deaktivieren? Wäre auch eine Option. Ich muss schauen, Leute, ich werde jetzt nächste Folge ein bisschen anschauen. Problem ist eben, wie gewohnt, denn man kennt es auch sonst irgendwie, wenn man keinen Schimmer hat, wieso das Problem auftritt, wie soll man es denn lösen? Dann ist ja, die Lösung selbst ist dann irgendwie zufallsbestimmt und so. Vielleicht, ja, ich mach mal das und das. Oh, jetzt ist es weg, cool. Aber hast keine Ahnung, warum es überhaupt aufgetreten ist und ob es wieder kommt. Magilu, what were you up to while we were lost in the Earth Pulse? I was ringing the bell. The rift was open the whole time. Couldn't you hear me? I don't remember hearing any bells. She was fighting with Lord Melchior. She really gave it her all. Bienfu, don't give him the wrong impression. But you endured so much. It was so moving. Yes, I did endure. It was so hard not to laugh. Did the old man tell you a joke or something? It was a staring contest, and oh, the faces that old man can make. I kept picturing him as a young man, but with that same wrinkled face, and it was so hard not to crack. I needed to keep myself in check. My desire to laugh was only broken by the ringing of the bell. Clang! Crash! What a thrill! Wait, was that the only thing that broke Magilu? Are you asking if he broke my heart? Like I'm fishing for sympathy? That's not what I meant at all. You stood watch over the Earth Pulse rift for us. I didn't say that. Stop trying to give me a participation medal. Just take it. After all, you don't care either way, right? True that. Wie war? So, wir müssen weiter, weil wir haben noch gar nichts geschafft. Auch natürlich das hier. Gut, dann erstmal gucken, was wir für Schwächen haben. Okay, Feuer. Wollen sie überhaupt die Platz machen? Das ist eine andere Frage, oder? Ja, was ich gerade sagen wollte, wir werden ihnen noch gar nichts erreichen wegen Grafikproblemen und so. Aber ich selbst jetzt gar nicht drauf, lustigerweise. Egal. Aber als erwähnt, es geht nicht nur darum, irgendwie über das und das diskutieren und das zu testen. Es geht darum, die Story voranzutreiben, Spaß zu haben und herauszufinden, was hier eigentlich abgeht. You're not hurt,
Warte mal, ich habe jetzt 3. Esen hat die auch 3. Ich könnte es mal versuchen, ob das irgendwie klappt zum nächsten Mal. Sind wir schon... Ach nee, lass mich raten, Level 2 war. Obwohl, das ist ein Illuminatszeichen. Der... Wie, jetzt kriegt die nur 2 Ebenen? Hä? Ich kann mich erinnern, dass der Insistieren ein paar Ebenen mehr hatte. Oder bin ich jetzt total? Oder? Andere hat er 4... Alter, was ist denn da los? Andere hat er 5 oder 6, dann gab es gar 7 waren es. Ja, warum nicht, wa? Wir sollen direkt gegen den Drachen ancatchen. Leck mich am Arsch. A dragon! It looks like it's been captured. Just like the Therians. But why would they hold a dragon captive? An art connects this place to the Earth Pulse. That's probably why we were taken here. Earth Pulse. So it's got something to do with Inominat? That would be the obvious conclusion. I don't get it. Explain. Small words. Very well. You're part of all this too. Velvet. I'm fine now. I promise. All right. I see. You found out Inominat's true identity. So, now that you know, can you still fight him? It's only given me more reason to kill him. And the shepherd. You're one ice-cold girl. There's still one thing bothering me. Inominat needs to eat malevolence to awaken. Once he does, he'll use his power to suppress negative emotions. But when humans can't create any more malevolence, what will happen to Inominat? He'll run out of things to eat. And maybe die? Wouldn't he just go back to sleep? But if he does, then his power will fade and humanity will start creating malevolence again, right? In order for Inominat to eternally suppress negative emotions... He needs an infinite, powerful source of malevolence to feed off of. For example, that produced by an immortal dragon. Which would make this place a sort of dragon farm. Created so he could control humanity forever. You can't be serious! Just speculation, but it all makes sense. They can't think of Malakim as anything but tools. Just how much will they sacrifice for their ideal world of tranquility? Eine gute Frage. Ach, It'd be too dangerous. I know. Damn the Abbey and their twisted morality. das heißt, eher später, oder gut, ich meine... Ist nicht das ein Jungdrache? Egal, ja, ein Drachen so, ne? Und sonst sieht er fast ähnlich aus wie Eisen insistiere. Ah, nee, ich sage Jungdrache, wa? Ähnlich wie der Drache, der Jungdrache, den wir... wie ist er schon wieder? Ich glaube, es war damals mit der ersten Amatisierung mit Mikleo, wa? Und da quasi im Himmel geschossen haben. Sieht zumindest ähnlich aus. What was it that I believed in all that time? The image I'd built of the Abbey is crumbling from the bottom up. Please cheer up, Madame Eleanor. You'll make me depressed too. Is this about the dragon farm? Yes. I strongly doubt even the Abbey has the power to manipulate dragons so freely. Then that dragon... Wasn't a dragon before it came here? That's the natural assumption. They probably brought the Moloch here as a captive, then turned him into a dragon. Just like Melchior did, eh? Is there no line they won't cross? I don't know what to say. It's not your fault, Madame Eleanor. But spawning dragons in addition to Therians. Do you think they'll figure out a way to make humans too? Yes. Wait, that's awful! I can't believe you went there! Jetzt einfach ein bisschen, weil Menschen entstehen nicht durch Mana, oder? Also von dem her. Eher unwahrscheinlich. Mal schauen, was wir hier noch haben. Okay, zerstören. Ich bin mal gespannt, was wir hier unten noch für den Gegner erwarten. Und natürlich auch die nächste Zwischensequenz, die sich nicht lange auf sich warten lässt. 3, 2, 1, 0. Nee.
Da ist auch schon die letzte Kiste. Und da ist auch schon der nächste Gegner. Das ist aber echt verdammt schnell, wa? Ach stimmt, ich wollte die Combo austesten, wa? Hey, klappt wirklich! Ist das geil! Am besten hab gedrückt halt, nach die Taste, die eigentlich wollte. Aha, jetzt bin ich direkt gewesen, geswitcht. Oder jetzt eigentlich nichts. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Der haut ja ziemlich noch rein. Aber ja, im Prinzip klappt der Trick echt geil. Puh, Respekt. Hätte ich nicht erwartet. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt echt nicht nur die Tasten gedrückt gehalten. Also sprich, weil Aizen ja oben war, oder wissen ja, wenn da uns im Austausch und so müssen wir oben drücken. Also aber das im Prinzip gedrückt, plus eben die L2-Taste in meinem Fall jetzt. Wegen der mystischen Arte. Ja. What is it? I was once your sister's child, right? Then my father is... Look, you were reborn, right? Yeah. Honestly, I really don't know anything about how being reborn works. But to me, what you see, what you hear, and what you feel, that's what's important. Whoever we used to be in another life, I'm me now, and you're you. That's all there is to it. Velvet. That's true. Aizen said that not all Malakim are humans who have been reborn, right? Does that mean they could be reincarnations of birds or fish or beasts? That's not true. So, if a boy was a dog in a past life, that wouldn't make him part of the dog's family now. Yeah. I'm me, I guess. But you're Velvet's cute little pup, aren't ya? Magilu. Be careful. I bite. Oh, have mercy! I take it all back, just don't bite me! Rebirth is like the Earth in Historia. You're simply built on a larger foundation. But that's not special. Everyone's lives are founded on the past. So, I'm just me. Yep. You're you, and no one else. You're Fee. Das hat er doch schön gesagt. Was zur Witzvorahnung? Hey, first mate. Who was that horned demon with the old man? I don't know. I thought I felt something different about him. If only for just a moment. Did you feel it too? I said I don't know. I see. You're impossible, you know that? We've come across him before, but we never really fought him. My guess is Melchior is controlling him with some sort of illusion. I see. Then it's probably good you didn't fight. A straight battle against him wouldn't be an easy thing. How do you know that? Intuition. I have a nose for these things. There's something fishy about him. That scar on his face. It couldn't be. What's the matter, Aizen? You've gone pale. Forget it. It's nothing. We need to get out of here. Let's go. Ich würde eher sagen, es ist ziemlich viel, weil, ja, Narben so ein Gesicht und so. An wen erinnert er uns? Wir haben es nur einmal gesehen, aber ich glaube trotzdem, der Dämon ist... Nein, sag's mal nicht. Lass auch mal auch ein bisschen überlegen, nachdenken. So, passiert noch etwas? Scheinbar nicht. We made it! I came here by ship. It's anchored by the southeast beach. Alter Schwede, die Hexeninsel! Sieht ein bisschen friedlicher aus als in 1000 Jahren, wa? Das hingegen ist doch mal schön. Du, 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 du. Ich dachte, ich könnte dir ein... Ach, ich kann die Sprache einfach nicht. Ich dachte, ich könnte dir entkommen, aber anscheinend bin ich verflucht. Kauf, was immer du willst. Aber sowieso vor. Die Waffen upgraden könnten wir zwar, aber...
Weil wir sind stark genug, war. Wir sind auf und jetzt doch langsam aber sicher ein bisschen teuer und ich würde es eigentlich doch lieber noch ein bisschen behalten. Achso, mal die aktuellen Dinge gucken. Ja, das wäre eigentlich mal eine gute Idee. Nee. Sinkt zwar jetzt nicht so fair. Das hingegen könnte es noch gut gebrauchen, auch wegen der Defense. Die Kuruganen-Dolche, ja. Brauchen wir aber trotzdem nicht. Ja, komm. Momentan echt unnötig. Das viel Zeit zu investieren. Der Part ist eigentlich vorbei, ich weiß. Der Sturmhexer hat jetzt eigentlich nicht gewartet. Jetzt sind auch Feuer. Noch Feuer. Ich mach euch alle Platten, ich bin ein Furion. Au, au, au. Wir sind sehr viel Wind gerade. Und tschüss. Luffy steigt auch. Nicht Luffy, Vieh. Mann. Ja, ich mache immer den gleichen Fehler. Sorry. So, Hexeninsel, ich weiß. Mist. What happened? We used to play tag all the time. I won't let you get away, Velvet. Inomina! I'm scared! Stop it! You're turning him into a dragon! That was the whole reason I took him from Teresa. It's just another necessary sacrifice for peace. Inomina, you monster! Inomina to the front of us, a dragon to the back of us. Reaper's curse doesn't begin to describe it. What a shame. Is that despair I sense? Not on your life. It'll take more than this to make your big sister break. The more you resist, the more you'll suffer. Velvet, let me punish this rotten little delinquent. You're just a Malak. You don't stand a chance. I'm not just any Moloch. And I'm sick of murdering scum like you. I know no limits! For I am Sabine! Sabine! This is officially too damn much. We'll be fine. Take them out one by one! Oh je, der arme Silva. Was? Höllenmilan? Hä? Wieso Höllenmilan? Ist jetzt ein Drache oder was? Ja, Inomina geht mir auch ziemlich auf den Zeiger. Also mich hat noch wundert, dass Velvet immer noch quasi, ja, wegen der großen Schwester und so, also sie denkt immer noch, es ist ihr Bruder. Sorry, aber ja, mit Luffy, klar, es ist schon eine Weile her und so, wir haben am Anfang des Spiels kennengelernt. Der wäre nie zu sowas in der Lage. Ganz ehrlich. Also ich eher glaube, Nomen hat einfach wirklich seinen Körper gestohlen, der halt auch wieder geboren wurde, wie der halt von Vieh auch, wegen Opfern und so weiter, oder halt als Malak wiedergeboren. Und die Nomen hat also sich so, jo, da ist doch cool, übernehme ich, plus Erinnerungen und so. Aber halt sein eigenes Wesen. Und deswegen,
Luffy ist wohl tot, Innominat ist einfach nur ein Arsch. Wie es weitergeht hier, sehen wir in der nächsten Folge wieder bei Tales of Cestiria, Berseria. Entschuldigung, bis nächstes Mal. Tschüss.